Pornografie gilt als Jahrhundertepidemie. Du bist nur einen Klick davon entfernt, dir die härtesten Sexvideos reinzuziehen. Folgen sind sexuelle Störungen, Depression, ja sogar eine höhere Scheidungsrate. Darum müssen wir uns als Kirche damit befassen. Ihr habt uns eure Fragen zu Pornografie gestellt und geschickt und wir werden uns jetzt diese zusammen anschauen. Mit Joel. Joel, schön bist du hier, Sunday Night on Air. Danke. Das ist ein Dauergast, immer wieder. Ja, genau. Und Janice. Hoi. Hoi, das erste Mal. Janice, stell dich kurz vor. Was machst du bei uns im ICF? Ja, ich bin Janice. Hallo miteinander. Ich darf die Teens leiten, mit meinem Mann zusammen, die ICF Teens, genau. Und Pornografie ein Thema? Ja, zum Glück nicht mehr. Nicht mehr? Ja. Aber bei den Teens? Sehr ein großes Thema. Sehr ein großes Thema. Es ist auch ein Thema, über das wir sehr oft sprechen müssen, weil es einfach unglaublich weit verbreitet ist. Ja. Besonders in dem Alter, glaube ich. Ja, ist so. Und ich glaube, wir haben das auch gemerkt, als ihr eure Fragen geschickt habt. Wir wollen gerade da starten mit den Fragen, die ihr uns zukommen ließet. Und zwar fangen wir an mit der ersten Frage. Ein bisschen, das Basic. Wieso sollte man keine Pornos schauen? Also steht es irgendwo in der Bibel, dass es eine Sünde ist und dass man keine Pornografie konsumieren sollte? Erstmal, ich gratuliere der Person, die diese Frage wirklich gestellt hat. Weil ich glaube, was immer so ein bisschen die Gefahr ist, gerade im Christentum, irgendwie du hörst was oder irgendwo da und dann, okay, man sollte das nicht tun und hast nicht wirklich nachgefragt, nicht wirklich dir Gedanken gemacht oder auch schon nur die Frage auch persönlich genommen, warum will ich keine Pornografie schauen? Und ich denke, da kommt man nicht drum herum und dass man die Frage stellt, also einmal mal super, super wichtig schon mal. Warum solltest du kein Porno schauen? Und ich denke, jetzt solltest du eine Pause machen und dir selber mal überlegen, wenn du hier zuschaust. Stimmt, warte schnell, habe ich mich das schon mal gefragt? Warum wirklich? Und dann nicht nur, wir sprechen jetzt noch theologisch darüber, aber fang mal bei dir an. Wenn du Pornografie konsumierst, was macht es mit dir? Und wär mal ehrlich in diesem Thema drin, was macht es mit dir? Und vielleicht findest du auch, gewisse Dinge spürst du noch nicht so und dann steh dazu, dass du eine Spannung hast oder gewisse Dinge auch eigentlich doch toll auch sind und so. Und das finde ich einfach mega, mega wichtig, dass man erstmal einfach ehrlich wird in diesem Thema, gerade mit sich selber, weil es so schnell ja etwas ist, wo man nicht drüber spricht. Absolut. Janice, du hast gesagt, es ist kein Thema mehr. Wieso schaust du keine Pornos mehr? Oder wieso hat es keinen Platz mehr in deinem Leben? Ich habe mich definitiv nicht theologisch damit auseinandergesetzt, noch in meinen Teenie-Jahren, sondern ich habe einfach gemerkt, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gesund ist. Es hat sich für mich schon immer angefühlt wie, es ist wirklich ein Konsum. Und ich glaube, dass man Sexualität nicht konsumieren sollte. Und das war für mich schon immer ein Widerspruch von dem Bild, das ich von Sexualität habe. Ja. Konsumieren. Ja. Es hat wenig mit dem Zugang zu mir, zu meinem Körper, zu meiner Sexualität zu tun und noch viel weniger mit der Intimität von einem Gegenüber, sondern es ist einfach ein Abrufen, keine Ahnung, wie von einer Wikipedia-Seite. Und das ist einfach nicht das Bild von Sexualität, das sich für mich als lebhaft oder voller Leben anfühlt. Es ist so nicht greifbar. Hinter dem Bildschirm. Es ist so versteckt. Und das sind auch Dinge, die haben mich schon immer sehr, sehr viel nachdenken lassen. Also schon ein grundsätzlich negatives Grundgefühl gegenüber, wenn du es konsumiert hast. Ja, nicht mal unbedingt Gefühl, mehr einfach eigentlich vom Kopf her, wie ich mir das vorstelle, ist es nicht so, wie ich meine Sexualität leben möchte, egal ob ich damals Single war oder heute verheiratet. Ich wünsche mir mehr. Jetzt, wenn jemand sagt, ja okay, aber für mich gehört Pornografie zu einem gesunden Sexualbild. Jetzt als Nachfolger von Jesus Christus oder wenn wir sagen, wir leben aufgrund der Bibel oder das ist unsere Grundlage, so okay, was machen wir jetzt mit Pornografie? Ist das grundsätzlich etwas, das man konsumieren sollte? Oder wieso gibt es auch christliche, oder wir haben ja zum Beispiel in unserem Message vor ein paar Wochen, wo wir über die Pornografie gesprochen haben, haben wir sie klar verurteilt. Und vielleicht mal theologisch die Frage ist, okay, warum
Warum haben wir dieses Bild, dass Pornografie grundsätzlich schadet oder nicht zur Sexualität gehört? Also für mich geht es also wirklich, ich glaube, wir müssen das eben so ein bisschen auftun. Für mich ist von der Bibel her, verstehe ich das so, grundsätzlich ist dann natürlich einerseits der Gedanke, der sich durch die Bibel durchzieht, hey, Sexualität gehört in eine Ehe zwischen Mann und Frau. Das beginnt schon ganz vorne. Das Gesetz macht das nochmal klar dann von Mose. Und dann Jesus nochmal, der ja in dieser Prägung drin auch ist, macht das nochmal ganz konkret, indem er es ganz konkret auch nochmal über für die Blicke schon eigentlich definiert. Also ich lese den Bibelvers mal. Man hat euch gelehrt, dass geboten wurde, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage, Matthäus 5, Vers 27 ist da, Jesus aber sagt, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Also Jesus macht das eigentlich nochmal, sagt, hey, da beginnt es. Also die Tat des Blickes, da beginnt eigentlich schon der Ehebruch. Also geh auch da wirklich nicht schon hin. Und das finde ich eben, darum finde ich Pornografie Sünde. Wenn man es wirklich so definieren will, dann ist es wirklich ganz klar darum, weil Jesus das so klar sagt, beim Blick voller Begierde, was ja Pornografie ist, das ist schon Sünde. Ganz klar, dass Jesus das so definiert. Ich glaube, es hat ganz viele unterschiedliche Blickwinkel, gerade wenn man davon spricht, dass man es theologisch anschauen möchte. Also das ist für mich sehr eine klare Herangehensweise. Das andere, was ich merke, ist, ich finde, die Bibel, sie spricht davon, dass wir ähnlicher werden dürfen wie Jesus Christus. Genau. Und das, was ich sehe im Leben von Jesus, ist, dass er nichts unterstützt hat, was im Hintergrund zerstörerisch ist. Also ich glaube einfach, wenn wir über Pornografie sprechen, müssen wir den Fakt ernst nehmen, dass ganz viel Menschenhandel und sexuelle Gewalt und Ausbeutung hinter dem steht. Und ich glaube, dass mit jedem Video, das man schaut, die Webseiten unterstützt, dass man schlussendlich das, auch wenn es nur wenig ist, auch wenn man es sich schönreden kann, dass es so oder so passiert, dass man das unterstützt. Und ich glaube einfach, dass Jesus sagt, rennt in die andere Richtung. Das habe ich im Leben von Jesus sehr oft so verstanden und entdeckt in der Bibel. Ja, das sind schöne Gedanken. Wir gehen mal zu Frage 2. Wie wird man frei von Pornografie? Und vielleicht die Person, die diese Frage gestellt hat, geh mal zurück, schau mal die Message vor ein paar Wochen, sie heißt Besiege Pornografie. Da haben wir schon mal ein paar Strategien gegeben, wie du frei werden kannst. Und ich denke, was man aber schon sehr klar unterscheiden muss, ist, es gibt Leute, die konsumieren Pornografie auf sehr, sehr sporadisch, immer mal wieder. Und dann gibt es wirklich Leute, die eine Sucht entwickelt haben. Und ich denke, frei zu werden von Pornografie, je nachdem, wie stark du in dem drin bist, wenn du süchtig bist, musst du das ganz anders angehen, als jetzt jemand, der vielleicht sporadisch oder vielleicht gleich. Ich weiß es nicht, aber ich denke, es ist schon etwas anderes, wenn du süchtig bist von Pornografie. Was würdet ihr sagen, wie wird man frei von, was kann helfen, frei zu werden von Pornografie? Was mir geholfen hat, ist wirklich der Austausch auch. Also mit Freunden gemeinsam zu sprechen, da ehrlich zu sein, eine Person haben, wo man das dann bewegt und dann wirklich meinen persönlichen Prozess mit Gott auch durchzumachen. Mir hat das Bild auch gefallen von euch in der Predigt, dass es beginnt auch damit, dass man beginnt, hey, ich bin nicht schmutzig, ich bin nicht die Sünde, die Pornografie gehört nicht zu mir, sondern ich gehöre zu Jesus und darum erst recht passt das irgendwo nicht mehr zu mir. Also ich finde das ganz wichtig auch. Und das kann man sogar auch, wenn du mehrmals pro Tag oder mehrmals pro Woche Pornografie konsumierst, du bist trotzdem in den Augen Jesus gerecht und rein. Und das ist schwierig zu nehmen, aber nimm das umso mutiger. Also mir hat es sogar geholfen, wirklich, wenn ich dann mal reingefallen bin, dann erst recht zu lernen, okay, ich gehe dann zu Jesus, ich nehme das gleich wieder an, diese Vergebung, und ich bin rein. Und das ist so ein Brainfuck am Anfang, was wirklich so, ich kann doch nicht, ich bin doch schmutzig. Nein, ich lasse diese Scham jetzt auch nicht zu und die Verurteilung lasse ich nicht zu, sondern ich bin rein
Und darum gehört das nicht zu mir und dann passt es auch nicht. Und dann, ich glaube da einfach, weil ich habe das Gefühl, wenn man an der Identität wirklich arbeitet, und dann ist das mal ein guter Schritt. Und dann halt, glaube ich, je mehr das es zu einer Kompensation wird, also wenn die Pornografie einfach so ein Ventil ist oder so, dann ist es halt einfach, dann ist es schnell halt dann vielschichtiger, was dann gut ist, wenn man in einen größeren Prozess reingeht mit Jesus und sich überlegt, wie kann ich ein solides Fundament aufbauen, dass ich das eben auch nicht mehr brauche. Okay, aber wenn du jetzt sagst, es gehört nicht zu mir, ich bin trotzdem rein, welcher Aspekt an dem hilft dir dann aufzuhören? Ist es dann nicht gerade, dass du denkst, ja, es gehört sowieso nicht zu mir, ich bin so oder so reingesprochen, also Gott kann mir ja auch mal was gönnen? Das ist eine gute Frage. Das ist ja grundsätzlich das christliche Paradox in vielen Dingen. Gott, also der Jesus sagt auch, es ist Gottes Güte, die dich zur Umkehr bewegt. Und ich glaube einfach das. Oder der Paulus sagt auch, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und das ist für mich so immer mein Bild. Ist nicht, also logisch, ich will Sünden, da gibt es auch andere Dinge, wo ich Battles habe in meinem Leben, Dinge, wo ich Lebensmuster habe. Ich habe gerade vor einem halben Jahr habe ich gemerkt, okay, ich muss krass beim Alkohol mehr aufpassen und das wirklich rausnehmen. Und dann war wirklich auch da mein Ansatz, weil sonst komme ich wirklich in eine Sucht rein beim Alkohol. Und auch da einfach wirklich, dann habe ich mir wirklich überlegt, was ist das Gute, das ich in meinem Leben ausbauen kann, damit einfach diese Dinge weniger Platz in meinem Leben habe. Und ich merke, das funktioniert für mich jetzt sehr gut. Und ich glaube, das ist auch so ein Geheimnis, dass die Bibel zwischen den Zeilen immer wieder auch sagt, hey, geh in diese Richtung. Und da ist in Vergebung etwas auch vom Guten, wo ich glaube, das gehört einfach dazu. Ich denke, es gibt immer diese zwei Extreme. Es gibt diese zwei Arten von Menschen. Die einen sind die sich wirklich abschlagen, weil sie mit Pornografie zu tun haben und sind in Scham versunken, haben das Gefühl, ihre Pornografie-Suche oder was sie Pornografie konsumieren, definiert sie, ist ihre Identität. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja nein, ich bin ja vergeben, ich bin ja genau das, also wo dann den Freifahrtschein nehmen, ja, dann kann ich ja so viel Pornografie konsumieren, wie ich will, das spielt ja keine Rolle. Und ich denke, je nachdem, wer du vor dir hast, musst du auch anders diese Person auch ansprechen. Ich denke, wir haben gerade vorhin noch darüber gesprochen, wir haben diese Illustration gebraucht mit der Scheiße. Also wir haben in unserer Message die Illustration gebracht mit Hundescheiße und wir haben das Bild gemalt, dass wenn du Pornografie konsumierst, dass das dem gleich, wie wenn du Hundescheiße nehmen würdest und zu Hause dich damit einstreichen würdest und das lieben würdest. Und dann kam die Kritik, dass gewisse Menschen das Gefühl hatten, das ist viel zu hart. Und ich denke, wenn du gerade ein Problem hast mit Verurteilung oder dass die Sünde dich definiert, dann findest du das Bild hart. Und ich denke, dann ist es hart. Aber wenn du jemand bist, der immer wieder das Gefühl hat, ja, Pornografie ist nicht so schlimm und es macht nichts mit mir, ich denke, manchmal braucht man auch diese Härte, um das zu hören und dann einfach wirklich frei zu werden. Und auch, verstehst du? Ja, absolut. Das Bild war ja grundsätzlich der Ekel. Ja. Der Ekel eigentlich der Ekel abtrainiert wird, wenn wir über Pornografie sprechen oder Pornografie konsumieren. Und ich glaube, dort ist unglaublich wichtig, dieser Ekel ist überhaupt nicht zu beziehen auf die Sexualität. Und das ist ja auch überhaupt nicht das, wovon wir gesprochen haben oder was das Bild bezwecken soll, sondern es geht wirklich um die, meiner Meinung nach, perversierten, verdrehten, nicht gesunden Haltung von Mensch und Sex und Abwertung und genau von diesem Konsum. Und der Ekel ist darauf bezogen und dass Sexualität voller Leben und Schönheit sein kann und sein soll und sein darf, das ist wie eine ganz andere Geschichte. Ich glaube, wir müssen wirklich genug weise sein, über Sexualität von unterschiedlichen Perspektiven zu sprechen und wir fokussieren uns hier wirklich auf Pornografie. Und deshalb war ja das Bild auch so krass. Ja. Und ich möchte hier den Vers in Römer 12,2 bringen, und zwar: Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werden und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Und
ich möchte wirklich das eigentlich jedem Einzelnen zusprechen, der hier diesen Podcast hört oder sich damit auseinandersetzt. Geh ins Gebet, suche Gott und vertrau darauf, dass du spüren kannst, was Freude ist für Gott, was seiner Vollkommenheit und seinem Guten entspricht. Du musst nicht unsere Meinung übernehmen, sondern du kannst mit Gott prüfen, ob diese Pornografie, wie es hier steht, Gottes Wille für das Gute, für das Schöne, für die Freude ist oder nicht. Und da glaube ich auch, dieses Bild entspricht vielleicht nicht der Gesellschaft, obwohl ehrlich gesagt, ich kenne viele Leute, die nicht positiv von Pornografie sprechen, vielleicht keinen christlichen Hintergrund haben. Das ist ja nicht nur die christliche Meinung. Und doch, egal was dein Umfeld sagt, in welchem Umfeld du bist, trau dich, dein Denken zu erneuern, auch in diesem Thema, wie es die Bibel uns gibt für viele Themen. Das ist gerade Gute. Willst du noch etwas ergänzen? Weil sonst wollen wir zu der nächsten Frage. Ja, ich glaube, wir müssen als Christen, und das ist ein bisschen, wir haben in dieser Welt als Christen so eine Spezialposition, weil wir können etwas richtig scheiße finden, auch wenn wir manchmal noch mit dem uns einschmieren. Ja, weil der Punkt ist ja, weil wir in der Gnade leben und das gibt diese Spannung und das ist schwierig, damit zu leben, weil das ist ein Stück weit, was will man sonst machen? Wenn man von etwas nicht loskommt, ist man schnell dazu versucht, ja, okay, gut, dann akzeptiere ich das halt einfach in meinem Leben und sage, es ist halt einfach cool oder es ist halt geil oder ich will damit akzeptiert werden. Und wir als Christen haben halt irgendwie, wir wollen uns nach dem richten, was vollkommen ist, das ist ein hoher Maßstab, aber wir dürfen davon aber auch sagen, hey, look, ich bin auf dem Weg und ich lebe jetzt schon in der Gnade und das kommt schon und Gott vollbringt dann das Werk schon in mir, was ich da angefangen habe. Absolut. Wir gehen mal weiter zu der nächsten Frage. Jemand hat gefragt, wie kann man seine Gedanken reinigen von pornografischen Gedanken? Also wenn man für eine längere Zeit das konsumiert, dann brennen sich diese Bilder einem in den Kopf. Und die Frage ist, wie kann man jetzt auch im Kopf sich da auch irgendwie trennen von diesen Gedanken? Habt ihr da ein paar Gedanken dazu? Ich möchte keine leichtfertige Antwort geben. Für mich ist es ganz klar ein Prozess. Und ich wünsche mir, dass wir barmherzig sind dafür, dass es ein Prozess ist. Dass ich nicht von heute auf morgen überall einen Punkt gesetzt habe, sondern dass ich jeden Tag wieder barmherzig mit meinem Inneren bin und sage, okay, ich gehe noch einen Schritt näher in das göttliche Bild der Sexualität. Ja, vielleicht hast du da noch konkretere Ansprüche. Ja, für mich sind das halt ein Stück weit eben die leidigen Konsequenzen, die eben daraus kommen auch, oder wo es dann unter Umständen auch das Bild vom anderen Geschlecht prägt, das Bild von Beziehung prägt oder eben und so Gedanken nachher aufploppen und das ist das ist äußerst unangenehm und ich finde, das gibt es nicht einfach, also vielleicht nimmt das Gott mal weg und so, dann schön, aber grundsätzlich gehört es einfach dazu, wenn man Sünde gemacht hat, dann hat die einfach auf dieser Welt negative Konsequenzen und das ist einfach leider eine davon. Darum lerne davon. Wenn du das ertragen musst, so auch diese Gedanken ein Stück weit, dass einfach Sünden einfach Konsequenzen haben. Ich finde, ich kann dir versichern, wenn man das eben pornofrei nachher erlebt, dann und auch die Gedanken nicht nachher wieder vorholt oder so, dass man da dass diese Gedanken auch verschwinden können. Ich möchte vor allem hier sagen, ich bin wirklich tief davon überzeugt, dass es auf jeden Fall möglich ist, in der Sexualität aufzublühen, auch wenn eine oder beide Partner eine Geschichte oder Vergangenheit mit Pornografie haben. Ich glaube wirklich, dass die Vergangenheit oder auch vielleicht dein aktuelles Leben, I don't know, für endgültig darüber bestimmen können, wie das die Sexualität dein Leben lang sein wird. Das glaube ich einfach nicht. Ich bin tief davon überzeugt, dass es ein schönes und einen erfüllten Lebensbereich werden kann und sein soll. Ja. Ja,
Das glaube ich auch. Und Sexualität ist auch in der Ehe, ist grundsätzlich mit all den Prägungen, alles, was man hat und was man schon mitgebracht hat und wo man auch noch Selbstzweifel hat oder auch seinen Körper ablehnt und all das, kommen dann zwei Menschen zusammen. Beide mit ihren Geschichten. Beide mit ihren Geschichten und nehmen sich trotzdem an. Beide mit ihren Trieben, beide mit ihren unterschiedlichen Vorstellungen. Und dann ist es eben schön, dass man also in der Ehe dann auch weiß, wir haben jetzt Jahre Zeit, um das zu entwickeln. Absolut. Und das haben wir in unserer Ehe auch. Unsere Sexualität entwickelt sich extrem und hat auch nicht immer diese Leichtigkeit, oh, jetzt können wir ficken. Nein, überhaupt nicht. Ja, wirklich, das ist so das Bild, sondern es ist wirklich auch, es gab Zeiten, wo wir, oh, okay, komm, wir bleiben dran. Und das ist mega eine Arbeit, etwas, ja genau. Und dann, aber ich bin froh, dass Sina und ich da einfach dran blieben und unsere Sexualität besser und besser und jetzt einfach richtig schön auch ist. Gerade deshalb lernen wir darüber zu sprechen. Ja. Darum sitzen genau, wir darum an sitzen diesem wir hier. Tisch. Wirklich. Es lohnt sich, darüber zu sprechen, egal ob du schon verheiratet bist oder nicht. Such dir die richtigen Menschen. Du hast das vorher schon kurz erwähnt, darum gehen wir jetzt nicht tiefer darauf ein. Mir ist einfach noch wichtig zu sagen, seid weise damit, mit wem ihr darüber spricht. Ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, sieht vielleicht jedes Paar anders, aber ich glaube, dass es nicht unbedingt gesund ist, wenn dein Partner so der Ort ist, an dem du erzählst, wie es gerade läuft mit der Pornografie. Das ist vielleicht zu nahe, zu verletzend. Aber sucht euch Menschen, die euch vielleicht schon 1-2 Schritte voraus sind, und seid mit denen unterwegs. Ja. Und die Scham, die bringt immer zum Schweigen. Es ist nicht einfach, über diese Themen zu sprechen, egal ob christlich geprägt oder nicht. Es ist eigentlich überall schambehaftet, Sexualität an sich, aber vor allem auch Pornografie. Und brecht dieses Schweigen. Ja. Brecht diese Scham, echt. Vielleicht noch ein letzter Gedanke, was mir extrem geholfen hat, auch meine Gedanken zu reinigen von pornografischen Gedanken, war der Moment, als ich von einem Gehirnwissenschaftler hörte, dass wir tatsächlich viel mehr Kontrolle über unsere Gedanken haben, als wir das denken. Mhm. Wir können nicht unbedingt kontrollieren, was reinkommt, aber wir können sehr wohl immer entscheiden, was wir damit machen. Ja. Und ich denke, das hat mir unglaublich wieder das Steuerrad ein bisschen zurück, die Kontrolle zurückgegeben. Mhm. Ich kann kontrollieren, was ich mit diesen Gedanken mache. Und was ich erlebt habe, ist, dass mit jedem Mal, als so ein Gedanke reinkam und ich nahm ihn und ich verdrängte ihn oder ich lud den Heiligen Geist ein, es wurde immer einfacher und es wurde immer weniger. Mhm. Und ich denke, da möchte ich dir auch Mut machen. Du kannst sehr viel mehr kontrollieren da drin, als du das manchmal denkst. Darf ich eine Schublade aufmachen? Wir müssen eine Schublade unbedingt noch aufmachen. Ja, kurz. Aber dann müssen wir nachher unbedingt noch weiter. Die Schublade Selbstbefriedigung. Ja, das ist super. Da waren auch die meisten Fragen dazu. Jetzt kann ich eine stellen. Ist Selbstbefriedigung okay, wenn man keine Pornos dazu schaut? Das ist eine Frage, die reinkam. Oder was sagt ihr zum Thema Selbstbefriedigung? Genauso eine Sünde. Also, ich bin eindeutig der Meinung, dass wenn Jesus das Gesetz extra noch verschärft hat, darüber hinausgehen möchte ich nicht. Sag konkret, was du meinst, mit das Gesetz verschärft. Das Gesetz verschärft mit, hey, Ehebruch beginnt da, wo wir Blicke haben, da beginnt Ehebruch. Und da merke ich, also vom Gesetz her, was ist Sünde, dass wir dann sagen, hey, Selbstbefriedigung ist auch Sünde, das glaube ich nicht. Ganz klar, das steht nirgendwo und ich finde das also nicht tragbar, diese Aussage. Also du sagst, Jesus hat das Gesetz verschärft, also das Gesetz vom Ehebruch konkret auf die Blicke. Und deshalb, wenn man sich damit beschäftigt, glaubst du, dass Selbstbefriedigung nicht eine Sünde ist? Nicht per se eine Sünde ist. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Für mich, es spielt aber dann eine Rolle und da kommen wir eben auch wieder ein bisschen zu der anderen Frage. Natürlich, oder wenn es dann wieder darum geht, okay, wonach, und das kommt im Thema Pornografie auch, wonach trachte ich, womit beschäftige ich mich, was ist in meinem Denken drin? Und da glaube ich einfach, ist es dann trotzdem sehr wichtig, okay, was spielt sich ab in meinem Kopf und was denke ich? Und da möchte ich euch einfach ein Stück weit auch den Ball zuspielen, dass ihr euch selber auch reflektiert, okay, was macht es mit mir, meine Gedanken, die ich habe, was macht es mit mir in die Richtung einfach irgendwo, die ich gehe?
Und ich finde sogar, ich tue sogar auch von der anderen Seite, falls du etwas nicht machst und gar nicht keinen Zugang hast zu deinem Körper, was macht mit dir das? Also weißt du, also wirklich, einfach vom Ist das so viel gesünder? Ja. Genau, es kann mega sein, hey, ich bin mega versöhnt, ich habe keinen Trieb oder ich möchte das nicht oder super, aber es kann auch sein, dass jemand sagt, ja, ich berühre mich gar nicht, ich habe gar keinen Bezug zu meinem Körper und da ist eigentlich Ablehnung verborgen oder da ist etwas blockiert oder da ist Scham, also einfach, das kann ja ganz unterschiedlich geprägt sein und ich einfach auch da einfach sich mit sich selber auseinanderzusetzen, den Heiligen Geist mit einzubeziehen und auch zu reflektieren, was löst es auch und eben auch in guten Freundschaften am richtigen Ort auch thematisieren. Müssen gar nicht unbedingt ältere Leute sein, die einem voraus sind oder irgendwie so. Einfach, ich finde immer Freunde, die mit einem den Prozess gehen und Jesus nachfolgen, sind tolle Anlaufstellen, um darüber zu sprechen. Ja, ich teile die Meinung. Ich sehe auch Selbstbefriedigung an sich nicht als Sünde. Ich glaube einfach, es ist eine dünne Linie. Gerade wir sind mit so vielem konfrontiert. Auch wenn du keine Pornografie konsumierst, du bist einfach mit vieler sexualisierten Dingen konfrontiert in unserer Gesellschaft. So. Und es ist wahnsinnig schwierig, glaube ich, eine gerade Linie zu führen. Und das kann niemand für die andere Person entscheiden. Nur ich sehe in meinem Herzen, vor allem in meinen Gedanken, wie kann ich Selbstbefriedigung leben? Kann ich wirklich bei mir und bei meinem Körper bleiben oder drifte ich mit meinen Gedanken ab? Und da glaube ich einfach, sei ehrlich zu dir selbst. So oft belügen wir uns, weil es einfacher ist, aber habt den Mut, wirklich mal hinzuschauen. Und gerade auch das Thema von Scham, ich glaube, das ist, ich kenne es nur von der weiblichen Seite, aber es ist sehr verbreitet. Und oftmals haben wir das Gefühl, ja, nur ich bin so beschämt über meinen Körper und alle anderen haben irgendwie das aufregendste, beste Sexleben. Und ich glaube auch, das ist ein Prozess, zu dem möchte ich einladen. Überwinde die Scham von deinem eigenen Körper. Vielleicht noch eine letzte Frage. Jemand hat gefragt, ich schaue zwar keine Pornos mehr, aber ich habe immer noch Mühe mit Lust. Zum Beispiel bei Filmen mit sexuellen Inhalten auf Netflix. Habt ihr Tipps, wie man frei von dem? Also grundsätzlich der Gedanke, ich schaue keine Pornos, aber wenn ich Dinge schaue auf Netflix mit sexuellen Inhalten, dann werde ich erregt und es steht jetzt nicht, die Frage war nicht, was dann passiert, aber einfach Mühe mit Lust, wie werde ich frei von dem? Gedanken dazu? Den Vers, den du vorher zitiert hast in Matthäus 5, wenn man da weiterliest, 27 bis 29, dann steht da, wenn ich also dein Auge, auch wenn es dein gutes Auge ist, zu Begierde verführt, reiß es heraus und wirf es weg. Okay. Besser, du verlierst einen Körperteil, als dass dein ganzer Körper in die Hölle geworfen wird. Und ich finde das so faszinierend, das Bild, dann reiß lieber dein Auge raus. Krass. Rennt weg von der Sünde. Mach's dir einfach, sei weise. Wenn dich das triggert, dann lass es weg. Bei mir ist das zum Beispiel alles, was irgendwie mit Gewalt zu tun hat. Ich schaue nur Filme, die ab 12 sind. Ich schaue Familienfilme und Komödien. Ich vertrage einfach keine Gewalt und ich möchte mich da nicht abstumpfen. Ich vertrage es einfach nicht. Fair enough. Ich schaue Familienfilme. Ich glaube, im ganzen Thema Sexualität ist es einfach so wichtig und das merken wir, übernimm Verantwortung und hab den Mut, deinen Weg in dem drin zu gehen. Auch das sieht bei mir einfach auch nochmal, meine Geschichte ist nochmal anders. Eben, ich merke auch gewisse Dinge, Serien, wenn wirklich, wo ich merke, okay, komm, es ist immer sexualisiert und es gibt gewisse Dinge, die bewusst halt sexualisiert sind und vielleicht gibt es Leute, die können das schauen, auch Christen und es ist okay für sie und dann merke ich, wenn ich merke, es ist mir unwohl, es ist nicht cool, dann mache ich es eben nicht. Oder ich gehe auch nicht in die gemischte Sauna, mache ich nicht. Andere können das, aber ich habe Freunde und die können das und es ist wirklich easy für sie und bei mir aber nicht und dann ist es halt, das ist mein Weg. Wichtig, ich muss meine Art finden, mit Sexualität umzugehen oder wo ist meine Grenze, damit ich merke, mir und meinem besten Freund, dem Heiligen Geist, ist es wohl. Ja, das ist wirklich, wirklich ist es wohl in meiner Art, wie ich Sexualität lebe und es ist ein schönes Ding, wo ich wachsen kann und meinen Frieden finde und trotzdem auch einen Weg gehe und mich entwickle.
Und ich finde das schön, wir haben so oft Angst davor, prüde zu sein. Ja. Also besonders als Christen, weil uns das halt auch so ein bisschen nachgesprochen wird. Finde den Weg für dich und völlig dazu, egal, ja. Sei Absolut. Lieber einfach weise, egal was Menschen darüber denken, ob es prüde ist oder was auch immer. Ich glaube wirklich, wenn es einem wohl ist, wenn man die Freiheit erlebt und spürt und darin aufblüht, dann ist man halt prüde. So what? Ja, ich gebe dir voll recht. Ich hätte doch noch eine letzte Frage. Ich denke, das ist noch wichtig. Jemand hat noch gefragt, okay, wie können wir... du bist in einer Beziehung und dein Partner konsumiert Pornografie. Und es macht etwas mit dir, du hast dann ein Problem damit. Wie gehst du richtig mit deinem Partner um? Oder was kannst du tun und was ist auch seine Verantwortung oder ihre Verantwortung, die das Problem mit der Pornografie hat in der Beziehung? Riesiges Thema. Auch hier möchte ich keine einfache Antwort geben. Das ist einfach, in diesem Bereich ist das, was ich vorher kurz angesprochen habe. Ich glaube, gerade wenn man Rechenschaft leben möchte, und ich sage jetzt jedes Mal, wenn ich konsumiert habe, eine Vertrauensperson, dass ich da wieder hingefallen bin und so. Ich glaube einfach, wie gesagt, meine persönliche Meinung nicht, dass es gesund ist, wenn das der Partner ist. Das ist so ein verletzliches Thema und es ist auch, es kann so viel Schmerz darin sein. Deshalb seid weise, mit wem spreche ich darüber, wenn es um Rechenschaft geht. Aber das wäre jetzt der betroffene Partner. Aber wenn du jetzt du bist nicht Pornografie. Genau, aber manchmal ist man auch als unbetroffener Partner, dass man sagt, ja, lieber weiß ich, sage es mir doch jedes Mal. So, ich glaube einfach, das ist wahnsinnig schwierig. Und als unbetroffener Partner, vielleicht schafft man es zu formulieren, in welchem Rahmen man trotzdem darüber sprechen möchte. Vielleicht sagt man, hey, geh du deinen Weg, in 3 Monaten machen wir ein schönes Abendessen und wir sprechen darüber, in welchem Prozess oder wo das du stehst oder du, ja genau, gibst mir ein bisschen Einblick, wie es für dich jetzt verlaufen ist. Oder man sagt, hey, schau, das ist echt etwas, das ist zu schwierig für mich, ich möchte in ein Coaching gemeinsam gehen oder du bist mit deinem Thema unterwegs, ich gehe in ein Coaching für mich, mit meinem Schmerz, das es auslöst, wenn der Partner Pornografie konsumiert oder so. Ich glaube, einfach mit Druck und Erwartung zu arbeiten, hat einen schnellen Hang zu... Ist nicht nachhaltig. Manipulation. Ja. Ich nehme jetzt das starke Wort, das möchte ich überhaupt nicht jedem Partner unterstellen. Ich glaube einfach, es ist wirklich schwierig. Und vielleicht ist es auch gerade gut, einfach mal zu hören, es ist schwierig, mit dem umzugehen. Und es ist verletzend und es braucht einen Prozess. Ja, manchmal hilft es ja nur schon zu hören, dass es einfach auch für andere schwierig ist. Absolut. Julie, noch etwas zu ergänzen? Ja, ich glaube, ich finde es einfach grundsätzlich richtig und gut. Man darf darüber sprechen auch, dass, hey, es schmerzt und ich kann das nicht akzeptieren. Ich finde schon, das darf man klar der Person auch sagen. Und ich finde, du hast das sehr gut erklärt, eben auch, dass man sagt, hey, komm, wir sprechen. Alle paar Monate würde ich gerne wieder einfach so mit dir sprechen, wo wir stehen. Man kann ja auch sagen, darf ich nachfragen? Oder können wir abmachen, alle 2 Monate darf ich nachfragen? Aber die Person irgendwo dann doch eben loslassen. Und sagen, hey, geh du das an. Und ich muss dir vertrauen können, dass du da schaust und dass du das angehst, bestmöglich. Und dann, ja. Hey, ich danke euch. Ich danke euch, die online zuschauen. Hey, like das Video, subscribe to our channel. Das ist immer wichtig, weil dann bekommst du immer die neuesten Inhalte. Wir wollen auch in diesem Thema wirklich immer weiter auch auf den Weg gehen. Und wir danken dir. Warst du dabei?